Willkommen bei Spiritualität wie ich raus. Mein Name ist Mats und ich will dann heute den dritten Punkt von ein bisschen für einer kleinen Serie von Podcasten abgreifen. Und zwar bin ich an dem letzten Podcast über die Responsabilität geschwärzt, die wir haben an unseren Situationen und da, wo wir da eine Menge von Schuld zu schwätzen. Und natürlich mit der Idee von Schuld oder keine Schuld eben zu drohen, kommt natürlich ein ganz anderer Punkt dazu, den an meinen Nahen recht interessant ist, wenn ich nämlich so gucke, wie verschiedene Leute besonders an der New Age Spiritualität mit diesen Sachen umgehen. Nämlich, wenn ich schuld sind, dann sind ich ein schlechter Mensch. Das ist also ganz lapidar dahinter gesagt, aber natürlich schon mal der ganze Kopf Nuancen an der ganzen Kopf, Differenzen dran, auf die ich natürlich noch ein bisschen will angehen. Von den Punkten, die natürlich an der Spiritualität allgemein ein bisschen eine Rolle spielt, aus den Dingen von Wegen so mal gut leben. Ich sitze nur, das wird ethisch so 2 Sekunden lang zwischen Gänsefüßischer und ethisch korrekt Leben zu feiern, an natürlich gemäß verschiedenen, ich so mal, mehr oder minder logisch Regeln, natürlich den Weg zu gehen, sozusagen. Wenn ich normal mehr oder minder logisch Regeln ausschwätze, Menschen natürlich so Sachen, ja, natürlich gehen wir nicht hin, haben wir schießen den Ober oder was weiß ich was, also natürlich, dass wir da natürlich nicht an die Richtung gehen. Wenn man erkennt, da seht, ja, das steht auch an der Bibel, du sollst nicht töten. Ja, da steht aber, du sollst nicht töten. Und wir wissen an der Zwischenzeit schon, das heißt, jeder nicht Mord kriegt. Also stelle ich mir schon die Frage, für was an der Bibel komischerweise die Sachen so gedreht sind, dass sie eigentlich an unserem Gehirn etwas provozieren. Aber da will ich die Klammer mal 2 Sekunden zu machen. Aber effektiv der Punkt, den ich immer materialisieren an der Geschichte ist, was ist dann eigentlich ein guter Mensch? Ja, wir haben so global Ideen, das so wie ich gesagt habe, ja, wir bringen vielleicht nicht den Opera. Wir haben auch Leute, die da nach ganz anderen moralischen Verpflichtungen mit der sitzen, die den belächelt, den anderen genauso stellt, die zu Streitgesprächen feiern. Und das sind auch ganz viele Punkte, die immer irgendwie so auf den Punkt kommen, okay, warum möchtest du nicht fräsen Grenz? Und das sind keine Themen, die ich will abgreifen, weil die effektiv nicht mehr zu Streit feiern. Und ich im Moment noch nicht bereit sind, den Streit anzugehen. Nennen wir mal so. Ich werde das Thema noch ein bisschen abgreifen, aber sans plus. Was ich interessant fand, par rapport zu einer kompletten moralischen Fehler, was wir machen dürfen oder beziehungsweise was wir nicht machen dürfen, für das wir als gute Mensch durchstehen, fand ich eigentlich etwas ganz spannend. Und das, was am Tao Te Ching steht. Weil am Tao Te Ching als eine Sache ganz klar erklärt, dass das dem Moment, wo man etwas als schön empfangen, auch etwas muss da sein, was man als Ellen gesehen. Das heißt, wir vergleichen, und genauso wird das auch abgegriffen, was das gut und das schlecht betrifft. Das heißt, wir probieren nämlich durch das gut zu definieren, weil wir irgendetwas als schlecht oder als space definieren. Das heißt, das eine geht es um der andere nicht. Und das fand ich persönlich interessant, weil das bringt ganz oft den Punkt, auf den ich ganz oft miterlebe, das ist, dass eine Person nicht einfach, ohne darüber zu diskutieren, einfach etwas Gutes möchte, mehr immer so mit einem Hammergedanken. Und den ersten Hammergedanken, den dabei ist, das ist dem, dass die Person etwas Gutes möchte, weil sie etwas zurückverlangt. Und das ist schon so ein minimal, ganz kleines Beispiel. Ich mich damals amüsiert und mein Mann war schweivel drüber. Und zwar ist wenn mein Mann ein bisschen hinkommt und da sieht sie, ja, es sind aus einem Geschäft rausgekommen und Hanna Rummer war eine Frau mit einem Kurven gehabt und ich habe die abgehalten. Also nicht mal Merci gesagt und nun ist Hanna hier gerufen und gesagt, wie wäre es mit Merci so? Und hat die Frau sich umgedreht und hat gesagt, ich schon erst nicht umgestellt, mehr die abzahlen. Und da kommt da dran, was eine Zeit lang, das wird wir das schon lange nicht mehr hören haben, eine Zeit lang eine ganze Gruppe von Gutmenschentum geschwärzt. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir ganz grob Sachen haben, wo man natürlich etwas, was wir machen, auch immer machen, wenn wir selber davon profitieren, weil wenn
selbstlos ist, dann sind sich irgendwie nie selbstlos, also man muss schon dabei gucken, wie viel von den kleinen Sachen, die wir machen, und die als nicht wirklich selber kosten, inwiefern die wirklich so mal altruistisch gemäht gehen, für zu sagen, ich mache das einfach so, oder machen ich es für mich aber irgendwo bannen dran, auf einen Schiller zu klappen, oder für zu erwarten, dass den anderen Merci sieht, aber wenn er nicht Merci sieht, dann sie noch nach Rosen drüber. Genau das ist ein bisschen der Punkt bei der Geschichte. Das heißt auch da, weil hier Idee von, ich habe etwas Gutes gemäht, darauf festgemäht, dass den anderen gefällt ist, hier ein Idee nur sollte, ob hier Gutheit anfangen. Aber weil es das nicht, weil die andere Person das nicht gemäht hat sie gemeint, sie hat recht, den anderen zu jugieren und den anderen sozusagen als schlecht hinstellen. Das ist dafür eine Frage, voilà, an dem Sinn von wegen. Also, als ganz oft, wenn wir von gut schwätzen, das immer mit einem Vergleich zu einer anderen Person. Und das lernen wir schon auf einem ganz anderen Level auch an der Schule. Beste Beweis, bon, ich will überhaupt nicht mehr über die Schule schwätzen, weil das sowieso eine Geschichte für sich. Aber allgemein, an unserer Zeit haben wir eine Prüfung gehabt, den hat ein 30 geschrieben, die Kehr drauf hat ein 40 geschrieben, den hast nicht für die 10 Punkte mehr gelöst, beziehungsweise dass er gesagt hat, oi, du hast dich aber wirklich an deinem Fach verbessert, mir nicht gesagt hat, ja, mit der Pierre und Jenny, die haben einfach noch immer 5 Punkte mehr, wie du. Das heißt, als Idee von gut sehen, als in einem Konkurrenzverfahren festgemäht. Man kann sich die vorstellen, wo kommt das her? Immer ganz einfach. Gut und echter Stelle war nicht unethische Sache festgemäht, mir gut an etwas sehen. Das heißt, wenn ich gut sehen als Urmensch für zu schauen, an ich gerade 3 Echter, dann habe ich die Chance zu evaluieren. Nicht sind da viele, die den Dingen, dass wie heißt das schon, den als Evolution geschwarteten Darwin am Sinn von the Survival of the Fittest, ja, einen gewissen Teil davon war schon da, weil den am meisten Chance hat zu evaluieren und auch allein zu evaluieren, war den sich seine Nahrungskette so mal so kommt auf sich ran. Und auch Haut nach an der Natur, also noch immer so, dass das ja, wenn man an irgendeiner Gruppe denken, dass das ja, was am meisten Gesundheitsmerkmale hat, das, was die meisten weibliche hat. Das ist schon nicht so aus der Face. Und wir hängt immer noch mit dem Urmensch in Verbindung, auch von mehr Mengen, mehr wären doch schon längst zivilisiert. Weit gefehlt. Also machen wir auch, haben wir die Idee von gut an etwas sind, also wir sind schon ganz physisch gesagt, gut an etwas zu sind, haben wir den an etwas Waschgehol und haben gut sind an ein komplett, also mal fiktiv, moralisch Idee ran projiziert. Und wir meinen dann, wir wären ein guter Mensch, an dem wir so, okay, ich mache das für den, und da kann ich mich auf die Schelle klappen. Ich meine, wir kennen das am besten, weil mal war christlich kommen, und dann hört ihr auf der Television all die ganzen Dinge mit den Spendenaktionen. Die machen das nicht, weil die wirklich etwas für die Leute machen. Die machen das, für dass sie als gute Mensch durchstehen. Weil ein anderer, die muss nicht auch christlich werden, für ein Spenden zu gehen oder sich irgendwo für andere Leute anzusetzen. Und das bringt noch einen ganz anderen Punkt daran, den ganz viele Leute nicht umschirmen. Da tächt mir Leute, die sind davon abhängig, dass es irgendwo Leute schlecht geht, für das sie sich können als gute Mensch identifizieren. Also sie brauchen auch Leute, die sie selber als schlecht definieren können, für sich selber als gut zu definieren. Und dann haben die Leute, denen das irgendwie nicht komplett egal ist, die einfach probieren, ihr Sache durchzuziehen, nicht nur für Evaluation zu gehen, aber die einfach an ihrer eigenen proper Ethik stehen, die einfach auch mitkriegen, dass moi ihn zu einem sagt, aber bist du ein Idiot? Und den Tag drauf sie den anderen, oh merci, du hast mir aber gut geholfen, oh, das also, wenn ich aber gute Mensch kenne, dann bist du es. Recht dem Moment, wenn ihr merkt, dass ihr die 2 Versionen hört,
an dass diese wo halen. Ich meine, dann als aus dem Deal herausgeklommen. Und das ist auch Thema von wegen, wo man das Thema haben, was Dualität betrifft. Und du kannst sich die vorstellen, gibt es Dualität oder gibt es nicht? Und ich werde darüber auch noch Dinge machen, einen Podcast machen. Weil das Problem und der Dualität liegt nicht darin, ob es an Eisenebene gibt, ja oder nicht, wie wir sie definieren. Aber wir sie auf ethische Sachen definieren, die nur unseren eigenen Glaubenssatz gehen und die vielleicht nicht mit anderen von anderen vertraut gibt, dann als eine Sache, die sich zu hinterfragen, das auch natürlich auch die Leute an der Gruppe, die sind, ja, aber wann ist so, du bist schlecht, mein Opa, die sieht ja doch, da sind wir schon zu zwei, dann sind wir natürlich auch auf einem Dinge. Das heißt, solange wir mengen, wir müssen die Sachen auf so mal fiktiven Ideen festmachen. Da bleibt für gut als schlecht nicht mehr ganz viel übrig an der ganzen Geschichte. Aber für das eigentlich so richtig raus zu provozieren, werden die Leute natürlich so, ja, mit die Leute sind abgrundtief schlecht. Und dann hole ich erst den Hitler raus. Und da so nicht, all die Leute, die sagen, dass das, was ein Hitler gemacht hat, dass das furchtbar ist. Also nicht, ja, der führt aber, eine ganze Gruppe von den Leuten, die mir das hier entgegenschleudern, fuhren aber irgendeine VAG. Also ist das immer so eine Sache für sich. Von wegen, waren dann nicht mehr gut, waren dann nicht mehr schlecht, waren irgendetwas dazwischen, oder muss man die Sache ein bisschen anders abgreifen, anstatt wie immer Personen zu jugieren, weil wieso nicht jugiert die Situation an nicht Person. Und ich weiß, dass das provokant ist, für das dort als Beispiel zu nennen, und das auch nicht den einzigen, also ich könnte danach super abzählen. Aber wie gesagt, sind da viele, die sind der Meinung, ja, das wäre viel besser gewesen. Er ist schon bewusst, dass das dann halt nicht das Straßennetz hat, was er halt tut. Ne? Und ich habe mal so an die Welt gesagt. Also, das einfach so ein Küste abzumachen, an alles in so dran zu sitzen, und das alles schlecht und das ist alles gut. Und zu mengen, wir könnten mit der Moralvorstellung für gut und böse rundherum laufen, die ist zum Scheitern verurteilt. Also auch da ein bisschen auf den Hinblick auf die anderen Videos, die ich, Podcast, die ich gemacht habe. Inwiefern sind wir bei uns? Inwiefern jugieren wir Personen an der Situation? Und inwiefern hat es mit Schuld oder mit Responsabilität zu tun? In dem Sinn wünsche ich euch wie immer einen guten Abend und eine gute Nacht.